Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir die Swordfish. Der Schwartfisch. Und ihr seht, jetzt habe ich die Schiene oben noch. Die habe ich jetzt gekriegt. Das da, Alter, passt jetzt. Es passt auch halbwegs zusammen. Bei der, ich glaube, da noch ein leichter Hubbel ist. Und ihr seht, ich habe da schon aufgedollt und nachgebaut und alles. Also, nachgebaut ist es nicht so richtig. Also, nicht so. Sind noch keine Schrauben, nichts denn. Also, wir können das noch einfach weg. Und sag bloß die Schiene, die Mist, die ist nicht geschraubt. Gar nichts. Eieieiei. Okay, die hält gescheit fest. Jetzt wollte ich euch ein bisschen was. So Gott sei das wäre. Da die vorne rauskotze. So, das wäre die erste Variante. Ich habe da noch ein bisschen was gemacht. Habe da was in 3D-Druckerle rausgelassen. Und wenn man, wäre das dann so. Und wir gehen auch noch ins Innere rein. Und ja, wichtig, das ist ja da vorne das Namensschild. Haben wir da Blaster-Ingenieur. Mit großem Ö. Dass auch jeder weiß, wie man schreibt. Und das ist, da habe ich die Draufsicht von meinem eigenen Magazin genommen. Der Druck ist es nicht so. Das muss ich mal irgendwann mal eine feine Düse mit einer neuen Düse nochmal neu ausdrucken. Und dann, also das ist jetzt mit, glaube ich, mit 0,4 oder so rausdruckt. Aber das wollte ich jetzt einfach mal drucken, um zu sehen, ob es prinzipiell, ob es denn so rauskommt, wie ich es haben will. Oder prinzipiell halt. Und wenn ich es noch nicht gemacht habe, irgendwann muss ich das Logo auf meinem Kanal noch anpassen. Hey, das soll ich vielleicht ohne Kamera machen. Aber das sehe ich jetzt gerade, das stört mich jetzt. Da weg damit. Weg damit. Sieht schon besser aus, so. Ja, das ist um den Schriftzug komisch halt. Aber da seht ihr, das ist das Teil von der Streif. Und das Original, das ist ein guter Millimeter kürzer, oder niedriger. Und das ist, der Griff ist einfach anders. Das geht gerade so. Das ist, mit dem Original war das, weil das habe ich glaube, nee, das habe ich kürzer gemacht. Das Original ist, ich weiß auch nicht mehr ganz. Da musste ich einiges anpassen, dass es überhaupt passt hat. Da war da noch, habe ich eine zusätzliche Rille braucht, das habe ich bei der Streif alles nicht braucht. Was hält da ist jetzt nicht so orange, ist mir da alles blau. Klar, da Silber. Habe ich da auch noch Schraube drauf gemacht, dass man das goldene Gewinde nicht sieht. Gleich mal das große Batteriefach noch gemacht. Wollen wir schon brauchen können. Das haben wir. Und haben wir verschiedene Optionen fürs Magazin. Aber ich glaube, ich lasse. Also das vorne, das passt irgendwie nicht so richtig. Das fließt nicht ganz so mit der Linie. Was man vielleicht noch machen könnte. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist der Honor. Also das hätte ich jetzt schon so anpassen können, aber das ist ja ein fiezeres Geschäft. Das hätte ich so anpassen können, dass das da Honor, dass man das alles nicht sieht und das alles geschlossen ist. Weil ich mir gedacht, ich mache lieber Abdeckung drauf. Die ist alles einfach sehr elegant verdeckt. Und das sieht man es auch nicht. Und was ich gemacht habe, ist da unten, dass jeder das anpasst. Dass man da nicht reingucken kann. Was ich vielleicht auch noch, aber ich schwer am Überlegen bin, ob da nicht irgendwie auf die Fläche was drauf macht. Weil das sind halt unterschiedliche Ebenen. Oder auf die Fläche, dass man da halt den Teil von dem Worker-Schriftzug, weil das ist halt schade, dass das so abgeschnitten ist. Und auf der anderen Seite ist er wo und da ist er R. Das ist halt schade.
Das ist, was ich auch noch, das ist so Löchler, das ist wahrscheinlich für Testerle. Und da unten ist alles. Was wir damit machen, weiß ich gar nicht. Oder ob wir, ich meine, wenn wir schon haben, müssen wir es auch verwenden. Packen wir das mal wieder, packen wir. Das mal als Option auf Seite, aber wahrscheinlich nicht. Das kommt dann ins Archiv. Irgendwie ist mir der Druck auch nicht ganz gelungen. Das war der erste Entwurf. Da seht ihr, das habe ich bei der Streif neulich gesagt. Das ist bei der Streif schon falsch gewesen. Und da ist nicht arg aufgefallen. Und da ist halt, kommt dann hier gleich das Spritzgussteil. Das hat das nicht gemacht. Nein, da habe ich mit dem Messer nachgeholfen und das einfach ein bisschen weggeschnitzt. Aber ja, ich glaube, da das habe ich ein bisschen schräger machen müssen, weil ich glaube, die Löcher haben auch nicht ganz passt oder so. Und das habe ich von der Streif modifiziert. So, das ein bisschen schlanker gemacht, halt, ich glaube, da hat den Abstand ein bisschen größer gemacht, der ist ein bisschen schlanker gemacht. Und da oben halt, das Schraubloch, da ist ja bei der Streif noch so ein Haken, der dann, Gott, der hat Bügel rüber. Das habe ich weggemacht. Ich weiß auch nicht, warum sie das bei der Original Worker Sportfish, da war ja auch so Teil von Worker dabei, warum sie das übernommen haben. Das habe ich ja beim ersten Video schon gesagt. Und das macht ja bei dem Blaster überhaupt keinen Sinn mehr. Aber bevor man das jetzt wegmacht, gucken wir noch verschiedene Magazinoptionen an. Hätte er noch. Weiß ich nicht, ob man auf kurze Pfeile gegangen oder ob man eher lange Pfeile nimmt. Das ist nicht ganz der richtige Blauton, aber das kommt ziemlich nah ran. Das sieht dann so aus. Ein bisschen größeres Magazin. Das hätte auch gut passen. Das ist halt für voll lange, für volle Pfeile. Oder ein bisschen anderer Blauton. Der passt auch gut zu dem 3D-Druck, der Blauton. Das ist dann ein richtiges Magazin. Muss ehrlich sagen, eigentlich gefällt mir das am besten, aber ich habe schon Blasterle mit für der Konfiguration. Jetzt packen wir mal oben als Optionen hin. Ich habe ja schon mit den Schwungrädler und alles, das ist ja, die Streife ist ja ziemlich ähnlich in der Konfiguration. Das packen wir ins Archiv. Das finde ich ein bisschen schade, dass da Applaus drin ist und dass das auch noch. Also das ist schade. Ich denke, da haben sie so schöne Teile und so Kleinigkeiten. Ja, das schade. Ich meine, das ist jetzt nicht dramatisch, weil da kommt jetzt kein Federle rein, nix. Also von daher wird da nichts passieren. Weil das muss nichts aushalten. Also zumindest in der Konfiguration, wenn man das in der Profi-Senior macht, ist das was anderes. So. Jetzt seht ihr da, das ist Bräuter, sodass das hier das ausfüllt. Da habe ich diesmal so Löcher ergänzt, weil man das bei dem nicht braucht. Das ist einfach mit genug Reibung hält das halt einfach. Können wir mal, das ist jetzt noch recht einfach, reingucken. Das Relais habe ich jetzt da mal noch gemacht. Und da ist die Spannungsanzeige, was ich gemacht habe. Das kann ich glauben. Das muss ich noch rausfinden. Oder was? Oh Gott. Kennen wir das? Dass die Kabel auch schön schwarz sind. Oder ein Stückle weiter nach vorne. Bei der kennt man da. Muss noch gucken mit Batteriefach, das war eine heikle Geschichte. So. Das ist jetzt, das Relais habe ich mir überlegt. Mein Ideal wäre es, wenn es die da wäre.
Da habe ich einen Stromschlauch drüber gemacht, dass da möglichst wenig rotes Kabel rausguckt. Das sauber aussieht. Wardau. Da drin nur schwarze Kabel verwendet. Das wird der Spaß. Das wird der Spaß. Aber die markieren wir halt einfach währenddessen. Und wenn wir fertig sind, machen wir die Markierungen weg. Da haben wir quasi temporär rot markierte Kabel und schwarzes Kabel. Dass man so unterscheiden kann. Und wenn wir fertig sind, machen wir es einfach weg. Nein. Weiß man das bloß noch, wenn man es weiß. Nicht, wenn man sieht. Hey, mag die ich meine, das sieht dann halt noch einfach besser aus, wenn das alles schön schwarz ist. Da haben wir. Da gehört der Schalter rein, das habe ich auch. Da hat das von der Streifen natürlich nicht passt. Jetzt raschelt es kurz. Und das habe ich glaube auch nicht mehr gefunden. Also, das ist irgendwo. Nirgendwo. Das habe ich. Das seht ihr jetzt, was ich da. Das habe ich da einfach länger gemacht. Nach vorne ein bisschen kürzer gemacht. Aber nicht arg. Und auch nach hinten länger gemacht, dass das ja ruckzuck den Taster auslöst. Da seht ihr mein selbstentworfenes Schieberle für halbe Pfeile. Das ist sauber in Kraut, hätte ich das können. Und das habe ich aber in der Streifscheibe gebaut, das habe ich auch selber entworfen. Da kann ich das habe ich dann für kurze Pfeile, für lange Pfeile auch noch. Und da seht ihr, da kann ich das Federl rein, das ist so liegend gedruckt. Und da habe ich da einfach gedacht, weil das kriege ich sonst nie so hin, dass das in alle Richtungen, weil das muss in die Richtung nach oben auch stabil sein, dass es da nicht abschert. Wenn ich es so druck, dann ist es zwar in die Richtung stabil, aber der Federhalter, der ist dann nicht stabil, weil das ist dann noch irgendwo ein Bruch eigentlich schon vorprogrammiert. Dann müsst ihr den wieder auf Seite legen, das geht aber auch nicht gescheit. Das hebt dann auch nicht so richtig. Na, ich mir gedacht, komm, das machen wir so. Und dann wird das schon passen. Habe ich das noch ein bisschen. Das ist eine leicht modifizierte Version, da habe ich das ein bisschen angeschrägt. Da habe ich glaube, so einen halblangen Schieber habe ich schon mal gehabt. Da habe ich das da vorne habe ich mich inspirieren lassen. Ob es funktioniert, finden wir raus. Das weiß ich noch gar nicht. Das dürfte jetzt. Das ist jetzt oben gerade halt kein Schrauben rein. Das ist aber auch okay. Weil das war bei der Streifen mal eine riesige Enttäuschung. Da seht ihr. Das Magazinhebele. Das geht immer, wenn das. Das sieht schon anders aus wie bei der Streif. Das geht nicht mit der Hand. Da musste ich nicht groß feilen. Deswegen war ich bei der Streif ein bisschen überrascht. Dass ich da auch groß was ändern musste. Das fliegt halt raus. Da habe ich gleich die Rille auf der anderen Seite mit iDesign. Oder das halt. Ich meine, da habe ich ein Design von Thingiverse genommen und habe das anpasst. Seht ihr, das ist nach oben ein bisschen größer. Weil das ist bei dem einfach. Das ist bei dem Plaster ein bisschen größer. Das hätte da so schön reinpassen. Das habe ich ein bisschen umarrangiert. Bei der Deads. Oh. Deads auch reinpassen. Könnte man da durch die Löcher durch, wie wir es bei der Streife auch schon gemacht haben. Ja, da kann man mit dem nicht durch. Da müssen wir gucken, wie man das machen und idealerweise können wir vielleicht die Pins, die sitzen jetzt halt drin. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, da findet man eine Lösung. Das da noch. Das ist. Das zweite, das ich ausgedruckt habe. Weil ich gedacht habe, das passt vielleicht für die Rieken auch. Das ist dann das ich für die Rieken oder für die Betroffenen ausgedruckt habe.
Das machen wir dann auch noch. Die Prophecy, da die letzte Teil voll. Haben wir gedacht, wenn ich da schon beschäftigt bin, da mit Drucke in der Farbe. Und dann ist mir dies und jenes noch eingefallen. Also das kommt auch noch. Das ist dann immer, wenn man dann so drin ist, dann fällt dann noch so Zeugs ein. Und dann haben wir so einen Schreibler rein. Das hebt jetzt natürlich nicht. Und das löst dann das Relais da oben aus. Und das Relais löst dann die Modelle aus. Dass man das Schalterle da haben, dass man auch kein stärker Schalterle einbauen müssen. Dann darf das passen. Das kommt jetzt Archiv. Das ist Prophecy. Schieberler. Das sind Optionen. Ja, das können wir auch immer. Das können wir ja ändern, wie wir lustig sind. Das ist je nachdem, wie wir halt so lustig sind. Und ich hätte schon gerne mal probieren, wie das ist, weil da habe ich noch was gekauft. Das ist der Lauf. Der geht da rein. Wobei, ich habe den auch in kurzer gekauft. Das sehen wir gleich. Ob man dann da so ein B-Card drauf macht, doch könnte man eigentlich drauf machen. Gucken, dass man dann, müssen wir das halt entsprechend anpassen, dass das zu dem B-Card passt. Aber das macht der 3D-Drucker dann schon. Und dann machen wir da, gucken wir mal, ob das überhaupt was taugt. Was ich noch geändert habe. Das ist jetzt klar, dass das jetzt nicht so einfach rausgeht. Das sind jetzt wieder so Merlin-Motoren, wie ich bei der Streif auch schon drin hatte. Das war vorher ja so ein Worker-Motor. Und ja, da habe ich wohl ein bisschen viel Quatsch in die falsche Richtung angewendet. Das ist jetzt halt ärgerlich. Aber ich denke, das lässt sich vielleicht auch wieder richten. Aber nicht für den Blaster. Das ruft jetzt gerade so, wenn man das ein bisschen. Ja, erschreckt mich halt. Das bisschen. Ich müsste es. Ja, das ist mal was ich ohne Kamera mache. Das probiere. Ist dann wieder Gott. Weil das wäre schade, die Modelle sind nicht ganz günstig. Da ging der Schwungrädel irgendwie nicht so angenehm drauf. Das ist komisch, wenn die Produkte von derselben Firma sich nicht miteinander vertragen. Aber kaum nimmt man ein Produkt von einer anderen Firma, weil die Schwungrädel und das alles ist eigentlich recht sauber gemacht. Also das ist so. Müsst halt selber auch mal Blaster zusammenbauen, wenn er zuhört. Oder findet er sowas raus. Das war genauso mit dem Ding da vorne. Das war ein Ding von Worker. Zum einen haben sie da unnötig Material dran gehabt, was sie bei dem Blaster überhaupt nicht braucht. Und sind wir ehrlich, das baut jetzt keiner aus, das Wortfisch aus und dann in eine Streifei. Also das ist, ja, also keiner wird sich das Ding kaufen, nur um an das Ding ranzukommen. Also wenn man dann schon eine eigene Form macht und vor allem, dass dann mit der eigenen Teil nicht klappt, also das sind so Dinge, wo man denkt, ja, schade. Weil da haben sie gute Ideen, gute Produkte. Und das so Kleinigkeiten denken, ja, schade. Hätte man auf gescheit machen können, wäre cooler gewesen. Aber ja, das kann mal passieren, dass sowas. Das war mit dem anderen, ich habe es probiert, so ist es nicht im Weg. Es kann jetzt sein, dass das geht ja noch auch nicht so weit zurück, das geht ja bloß ein bisschen, dass sie den Finger schon aus dem Weg. Bauen wir es wieder zusammen, das Schere ist.
freue mich schon drauf, wenn das fertig ist. Wobei das wird auch wieder so ein Ding, das Krach macht. Ja, jetzt halt. Oder auch mit meinem Augen ein bisschen schwer. Da habe ich das mal das Werkzeug, weil bei der Streife habe ich das mit dem Lötkolben rausgemacht. Das war jetzt. Ja, das sieht nicht so schön aus. Und da sieht man es halt alles. Da bin ich mir überlege, und da bloß den Steg raustrennt und die Metalldeutel rausmacht, dass man dann möglichst wenig hat. Muss ich mal gucken, ob man dann mit so kleine Sägle und so, also so Handteile, dass man da mit so kleine Sägeblättchen oder so kleine Kreissägle da zum Durchmesserei kommt und das dann auch immer durchsägen kann. Vielleicht machen wir da auch Platte drauf, dass wir da keine Probleme haben, wenn wir ein Ding, wenn wir da so ein Ding haben, dass wir noch und dann so eine scharfe Kante haben, die uns dann nachher einen Akku reinbohrt. Das könnte eine heiße Sache werden, das will ich nicht. Und wenn wir da schon das erweiterte Batteriefach haben, dann können wir uns auch den Platz gönnen. Weil den Lipo, den ich da habe, der ist jetzt nicht der größte. Das passt. Das dürft man hinkriegen. So. Meine Lieblingskonfiguration. Das ist schon das Schreibblatt. Sauber aufgeräumt, habe ich extra dafür gekauft. Wobei, so Schreibblatt kann man immer wieder mal brauchen. Das sind so Dinge, da habe ich kein Problem, sowas extra dafür für manche Sachen zu kaufen. Das brauche ich dann an einer anderen Stelle auch nochmal. So, das ist das Archiv. Das ist als Optionen. Oder kurze, lange Pfeil haben. Immer also lustig sind. Aber der Metallträger bleibt. Ja, das lassen wir, glaub ich, so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Schiene oben drauf montiere oder ob ich die lasse. Ja, komm schon. Ich meine, bei der Streife habe ich auch unterschiedliche Optionen. Das kann man ja ändern, wenn man lustig ist. Dann kann man es wegmachen, wieder noch machen. So kann man das dann. Aber das sind so Dinge, wo ich denke, aber warum? Man, was man auch machen kennt. Hätte ich auch noch. Das ist glaube ich von der Prophecy der Griff. Den noch machen. Aber das passt. Na, Leute, das stört mich. Und dann auf der Seite passt es überhaupt nicht. Gut, das ist ja ein bisschen. Das ist ähnlich wie bei der Streif. Aber selbst hier passt es halt nicht. Nee, das ist schade. Das ist schade. Das versaut mir die Optik zu arg von dem Plaster. Und das. Ja, komm schon. Uiuiui. Ist da Grüße? Nein, das sieht besser aus, oder? Egal. Ich glaube, das lassen wir. Das gefällt mir besser ohne. Dann können wir uns da oben eigene Anbauteile oder sonst was überlegen, wie wir lustig sind. Oder ob man da überhaupt was drauf macht. Das sehen wir dann. Vielleicht mache ich das da noch in die Richtung auch ein bisschen. Dass man da auch ein bisschen so. Also so Dingerle da hoch. So. Weiß ich noch nicht. Kann ich ja mal probieren. Dann können wir immer noch beurteilen. Im Griff bin ich jetzt kein großer Fan davon. Das hat mir bei der Probe sicher nicht gefallen. Und was ich auch noch hätte,
Das ist da auch noch Schieberle als Spritzgussteil, aber da bin ich mit meinem Augen eigentlich so zufrieden. Das seht man denn für die lange Pfeile. Da passt ziemlich gut. Ja, dann nehmen wir lieber das was wir selber entworfen haben. Und das da noch sind die Teile, die da noch gehört. Da gehört auch noch alles noch. Das ist so ein bisschen Schmirgelpapier. Und da kommt dann ein Namensschild hin. Das habe ich ja schön brav gemacht. Das ist schon, da habe ich das eigene Magazin verwendet, das ich selber entworfen habe. Da seht ihr den Punkt für Schraubloch genau nachguckt. Das muss ich mal feiner rauslassen. Aber das ist mit doppelseitigem Klebeband nachgeklebt, das kann man immer noch dran. Da geht es ja auch mehr um die Idee. Also das ist schon. Jetzt Verkabelung. Mir fehlt noch der XT30 Konnektor in schwarz, weil die habe ich nur in gelb oder so orange gelb da. Und das will ich natürlich nicht drin haben. Habe ich in schwarz auch noch. Kann man dann demnächst noch. Und dann sieht das noch was aus. Und ist nicht kunterbunt. Das ist dann euer einheitliches Ding. Da kann man mal noch gucken. Das ist der Standard Batteriedeckel. Der Bassetät. Und das ist die zugehörige Schraube, weil die habe ich auch schon geändert. Das will ich einfach einen Zugang haben. Weil wenn der dann doch was heißt, halt möchte ich dir zumindest ohne Werkzeug an die Batterie nachkommen können und das alles abklemmen können. Also, das habe ich bei der Streifen mal gehabt, dass der Trigger am Anfang geklemmt hat. Und ich da erstmal Werkzeug suchen hätte müssen und alles, das wäre schon scheiße gewesen. Und so kann ich halt zumindest mal Werkzeug los, also muss nicht erst ein Werkzeug suchen, bis ich dann da loslegen kann. So. Hey, das Video geht jetzt auch wieder eine halbe Stunde. Ich hab gedacht, das würde. Ich geb's auf. Ich hab immer gedacht, das wird so 5 Minuten Ding. Aber das habe ich am Anfang schon oft. Ja, ich hab gedacht, das geht in 5 Minuten. Das habe ich oft gehabt, dass ich denkt habe, das war mal kurz, war mal geschwind und dann ist nachher doch halbe Stunde Video geworden mit was weiß ich für eine Stunde. Und das ist jetzt so in einem Aufwasch. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen, was wir da noch machen. Das kann schon sein, dass ich da Lust habe, Beleuchtung neu zu machen. Einfach nur, weil ich es kann. Da müssen wir gucken, das seitlich ist ein Knopf. Jetzt drehen wir nochmal rum. Da seitlich ist ein Knopfloch. Damit könnte man fast so Zielvisier-Dingens oder sowas. Und da unten, keine Ahnung. Wenn nicht, lassen wir es anfangs. Und dann könnte man schon Beleuchtung damit ansteuern. Jetzt schauen wir mal aus nach dem anderen. Erst die grobe Funktion und dann Spielerei. Da finden wir ja für alles noch Zeit. Mir gefällt schon. Also so gefällt es mir dann schon. Und das. Ja, kurze oder lange Pfeile, ich glaube, da werfe ich eine Münze. Kann mich nicht entscheiden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und euch beschweren, was ihr gerne hättet. Und am Ende des Tages machen wir sowieso beides. Das ist. Mein Ausdruck haben wir es beides, Magazin haben wir für beides da. Und entweder das eine geht überhaupt nicht, dann ist, wie bei der Streif, da ging das ja mit der halblange Pfeile nicht so richtig. Wobei wir können dann das können wir dann bei der Streifenei machen, gucken und da dann eventuell den Lauf rein. Das kriegen wir schon hin. Das sehen wir. Machen wir beides, gucken wir beides, ob das mit dem Lauf überhaupt was bringt. Und von der Optik kann ich sowieso immer
immer wieder das Magazin rein da. Wenn es leer im Regal rumsteht. Das ist egal. Also, bleibt dran, das wird spannend. Lasst ein Abo da, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, habt ihr sicherlich schon abonniert. Lasst ein Kommentar da. Lasst ihr das ganze Zeug, was also der Kanal so unterstützt, dass ich da begeistert weitermachen kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blast Ingenieur.